Und somit grüße zurück zu Mass Effect. Wir werden heute ein klein wenig noch mit Rex, Ashley und Garrus sprechen und danach geht's weiter. Genau, einmal zum guten, mürrischen Mammut. Jetzt sind wir also Saren auf den Fersen. Es wird nicht mehr lange dauern. Saren ist gut, aber ich bin besser. Gut? Er ist der letzte Dreck. Ein Wahnsinniger. Das wusste ich gleich, als ich ihn das erste Mal traf. Warum haben Sie mir das nicht früher gesagt? Hätte ich, wenn ich es für wichtig gehalten hätte. Ich möchte mehr darüber erfahren. Es ist schon eine ganze Weile her. Ein Haufen Söldner erzählte von einem Job am Rande des Terminus-Systems. Sie sagten, dass sie gut bezahlt würden und der Boss nie vor Ort sei, um sie anzutreiben. Und sie sagten, dass er noch mehr Leute bräuchte. Also habe ich mir die Sache angesehen. Ich wusste nicht, dass Saren so offen Söldner anheuert. Es war auch nicht so offen. Er hat mich nur einmal sein Gesicht sehen lassen. Wir hatten in dieser Gegend schon monatelang Schiffe aufgebracht, bevor wir diesen riesigen Frachter abschießen konnten. Unsere bis dahin größte Beute. Ich war an Bord, um die Leichen nach Wertgegenständen zu untersuchen und so ein paar extra Credits zu verdienen. Und da habe ich ihn gesehen. Was für ein Interesse hatte Saren an dem Schiff? Ich weiß nicht genau, was er dort wollte. Er ging nur so durch das Schiff. Er schien sich nur umzuschauen. Ein paar Söldner sprachen ihn mit Namen an, aber er reagierte nicht darauf. Er sprach mit niemandem. Ich hatte kein gutes Gefühl, was ihn betraf. Also machte ich, dass ich da rauskam. Ich habe nicht mal darauf gewartet, bezahlt zu werden. Und das war das einzige Mal, dass Sie ihn gesehen haben? Ja, ich wusste nicht einmal, wer er war. Und ich hätte es auch nicht erfahren, wenn ich mich nicht ihnen angeschlossen hätte. Aber ich tat gut daran, mich auf meine Instinkte zu verlassen. Alle anderen Söldner dieser Mission kamen innerhalb einer Woche ums Leben. Jeder verdammte Einzelne. Bis dann, Rex. Shepard, Ach ja. Ah, die haben wir das letzte Mal schon ausgerüstet, gell? Ja. Commander? Wie machen wir uns? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Ich weiß nicht, ob ich Dr. Zonys Geschichte abkaufe. Dass sie nicht mehr mit ihrer Mutter gesprochen hat. Sie sind doch eine Familie, oder? Wir haben das letzte Mal ja schon gesprochen mit der Liara. Ich glaube, dass sie ehrlich zu uns gewesen ist. Zumindest denke ich nicht, dass sie sehr oft lügt. Ja, daran ist sie wahrscheinlich ziemlich schlecht. Zu schade, dass diese Ruinen zerstört wurden. Dabei hatten sie doch Tausende von Jahren überstanden. Das ist beeindruckend. Warte mal kurz. Kann man da speichern? Nö. Schade. Können wir reden? Können wir uns kurz unter 4 Augen unterhalten? Sicher. Ich sehe mir nur die Post von zu Hause an. Oh, warte mal. Wir haben Kaidan in einem Video über die Normandy gesehen. Ziemlich schnuckelig. Mach's gut, Schwesterchen. Tun wir einfach so, als wäre das nie passiert. Zu spät. Der Schaden ist bereits angerichtet, Williams. Oh, verdammt. Eine meiner Schwestern. Das ist Sarah. Sie ist die Jüngste. Was liegt an? Sie sind doch nicht hier, um sich meine Privatgespräche anzuhören. Erzählen Sie mir mehr? Ihre Familie scheint Ihnen sehr wichtig zu sein. Ja, wir haben uns schon immer sehr nahe gestanden. Besonders meine Schwestern und ich. Da mein Vater so oft weg war, half ich meiner Mutter, sie aufzuziehen. Ja, reizend. Hat Ihr Vater bei der Flotte gedient? Ja. Er hat jeden Scheißposten angenommen, der ihm angeboten wurde, nur um in den Weltraum zu kommen. Er hat sich den Arsch aufgerissen, um etwas Anerkennung zu bekommen. Aber er kam nicht über den Soldat 3. Klasse hinaus. Er war unglaublich stolz, als ich Chief wurde. Als erstes hat er vor mir salutiert. Was ist mit Ihrer Mutter? Sie haben sie nie erwähnt. Sie wissen doch bestimmt, wie Ehefrauen von Militärs so sind. Sie sind stark, weil sie es sein müssen. Sie müssen die Kinder großziehen, während der Mann auf 6-monatige Dienstreisen geht. Sie hat einen Abschluss in planetarer Geologie. Sie wollte wie mein Vater neue Welten entdecken.
Aber sie hat ihre Karriere aufgegeben, um uns großzuziehen. Sie haben mehr als eine Schwester? Klingt nach einer großen Familie. Ja, ich bin die Älteste. Dann kam Abby und dann Lynn. Sarah ist die Jüngste. Sie geht noch zur Schule. Mein Vater sagte immer, er fühle sich bei 4 Mädchen zu Hause öfter unterlegen als bei Manövern. Wo sind Sie aufgewachsen? Überall. Bevor ich die Grundschule abgeschlossen hatte, waren wir bereits ein halbes Dutzend Mal umgezogen. Man geht dahin, wo einen das Oberkommando hinschickt, nicht wahr? Darum stehe ich meinen Schwestern wahrscheinlich auch so nahe. Wir mussten unsere Freunde alle 2 oder 3 Jahre wieder verlassen. Ihre Schwestern reden immer noch mit Ihnen, obwohl Sie mit aufgezogen haben? Erstaunlich. Zwischen Sarah und mir hat es eine Weile lang ziemlich gekriselt. Dann haben wir uns vertragen. Klingt ziemlich interessant. Möchten Sie es mir erzählen? Sarah hatte einen Freund, der die Sache schneller angehen wollte als sie, Mike. Sie hielt ihn für keinen üblen Kerl. Er setzte sie aber unter Druck. Lynn schickte mir diese besorgten Videonachrichten. Und ich sagte ihr, sie solle sich beruhigen. Wo waren Sie, als das alles passierte? Ich war im aktiven Dienst. Sarah machte in dem Jahr ihren Schulabschluss. Das ist alles erst einige Jahre her. Sie waren auf Amaterasu. Ich war damals auf Czarnobog stationiert. Ist derselbe Cluster, aber ein Dutzend Lichtjahre entfernt. Nah genug, um regelmäßig miteinander zu reden, aber zu weit weg, um im Notfall schnell hinfliegen zu können. Ich konnte mir keinen schnellen Flug leisten. Ich kann jetzt eigentlich nur mehr das nehmen. Das wäre eigentlich ja, das, was mir gerade so ein bisschen ja, dementsprechend vorkommt. Na, schau mal. Würde er Sie wirklich mögen, dann würde er Sie auch nicht drängen. Ja, wenn er überhaupt nicht gefragt hätte, hätte ich nämlich überlegt, ob er Sarah vielleicht hässlich finden würde. Tja, wie man's macht, macht man's falsch. Mike hatte mit ihr einen romantischen Spaziergang im Wald gemacht. Er war nämlich der Ansicht, es wäre Zeit, dass sie es endlich tun. Also schleuderte sie Mike in den nächstbesten Baum und rannte weg. Sie hatte nicht mal einen Kratzer. Gut, dass unsere Eltern uns alle Selbstverteidigung gelehrt haben. Ich ließ mich ein paar Tage beurlauben und brachte Sarah zur Schule. Nett von Ihnen. Was ist aus Mike geworden? Was ist aus Mike geworden? Ist irgendetwas passiert, während Sie zu Hause waren? An meinem letzten Tag dort hat Mike auf uns gewartet. Sarah hat es ihren Freunden erzählt, daher wusste in der Schule jeder, was er getan hatte. Er war nicht sehr glücklich darüber. Ich hätte ihn am liebsten in der Luft zerrissen. Aber Sarah blickte mich auf diese ganz bestimmte Weise an. Diese "Lass mich das erledigen, ich muss das allein machen" Weise. Sie blieb ganz cool, als er sie anschrie. Sie ließ ihn einfach gewähren. Dann versuchte er sie zu schlagen. Ich schwöre Ihnen, sie flog nur so um ihn herum. Dann lag er auch schon mit dem Gesicht nach unten auf dem Bürgersteig und alles war voller Blut. Das ist unglaublich. Sarah muss ebenso gut sein wie Sie. Sie ist besser. Ich schlage im Grunde genommen immer nur geradeaus. Als er ausholte, war sie schon gar nicht mehr da. Und er fiel hin. Sie half ihm, die Blutung zu stoppen und ließ mich einen Krankenwagen rufen. Sie sagte den Sanitätern, er wäre hingefallen. Bevor man ihn ins Krankenhaus brachte, berührte Mike Sarahs Arm. Ich dachte schon, er würde gleich wieder am Boden liegen. Aber er ließ den Kopf hängen und flüsterte, "Es tut mir leid." Und dann fing er an zu weinen. Und sie nahm ihn in den Arm. Wir Williams-Frauen sind ziemlich entschlossen, Commander. Wenn wir bereit sind, tun wir die Dinge einfach. Nicht früher und nicht später. Ihre Schwester ist schon was Besonderes. Aber Sie haben Ihren Vater noch gar nicht erwähnt. War er nicht da? Mein Vater wollte immer im All dienen. Doch er bestand darauf, dass wir richtigen Boden unter den Füßen haben. Er sagte, der Weltraum ist schön, aber man kann dort keine Familie gründen. Ich kann nicht rasten vom Reisen. Ich will das Leben trinken, bis zum letzten Tropfen. Ich habe es jederzeit sehr genossen, habe sehr gelitten. Sowohl mit denen, die mich liebten, als auch allein. Denn ständig umherziehend mit hungrigem Herzen
habe ich viel gesehen und kennengelernt. Städte der Menschen und Gebräuche, Klimazonen, Ratschlüsse, Regierungen. Hm? Tennyson, nicht wahr? Schönes Gedicht. Sie lesen Poesie. Ist das öde? Was ist das für ein Mist? Probieren wir das einmal, hä? Ich wusste nicht, dass Sie klassische Literatur mögen. Ulysses war das Lieblingsgedicht meines Vaters. Jedes Mal, wenn er wieder weg musste, ließ er es mich vorher auf Band sprechen. Am Ende hat er bestimmt ein Dutzend Versionen. Mag er es heute auch noch? Das hoffe ich. Ich lese es immer laut an seinem Grab, wenn ich nach Hause komme. Mein Vater ist vor einigen Jahren gestorben. Aber er wacht bestimmt immer noch über uns. Sie meinen von dem Ort aus, an dem wir uns nach unserem Tod aufhalten? Genau, Skipper. Er ist jetzt bei Gott. Sie haben doch kein Problem damit, oder? Dass ich an Gott glaube. Es steht mir nicht zu, über Sie zu richten. Sie sind eine Fanatikerin. Natürlich nicht. Ich auch. Behalten Sie es für sich. Natürlich nicht. Jeder hat das Recht zu glauben, an was er will. Das steht auch in der Charta der Allianz. Nur in schöneren Worten. Ich bin froh, dass Sie in der Beziehung aufgeschlossen sind. Mir sind schon viele Leute begegnet, die mit meinem Glauben nichts anfangen konnten. Kann ich nicht an eine höhere Macht glauben, nur weil ich im All arbeite? Mann, hallo? Haben diese Leute denn noch nie aus dem Fenster gesehen? Wie kann man sich diese Galaxis ansehen und nicht an irgendetwas glauben? Ich sollte lieber wieder an die Arbeit gehen. Ich wollte Sie auch gar nicht so lange aufhalten, Commander. Wegtreten, Chief. Ma'am? Soll ja jeder tun, was er will. Ehrlich gesagt. Ich bin jetzt 2 und ich werde nun 42 und bin mit, ich glaube mit 20 aus der Kirche ausgetreten. Genau. Und ehrlich gesagt, ich habe bis zum heutigen Tag eigentlich nichts bereit und auch irgendwie nichts versammelt. Gut, Grüße Garus. Commander, wie geht es Ihnen? Sie und die Zitadell-Sicherheit. Warum wollten Sie überhaupt Offizier bei der Zitadell-Sicherheit werden? Gute Frage. Ich hatte wohl mehrere Gründe dafür. Nenn einen. Zum Beispiel? Es waren wahrscheinlich dieselben wie bei den meisten anderen Offizieren. Ich wollte gegen die Ungerechtigkeit kämpfen und anderen helfen. Ich schätze, dass mein Vater auch etwas damit zu tun hatte. Er gehörte zur Zitadell-Sicherheit. Er war einer der Besten. Als ich aufwuchs, hörte ich viel über seine Heldentaten oder sah sein Bild nach einer großen Verhaftung auf den Videos. Er hat meinen Rücktritt nicht gut verkraftet. Ja. Ja. Das ist hart. Aber man sollte doch annehmen, dass er beeindruckt ist, dass Sie Saren verfolgen. Mein Vater hat sich durch und durch der Zitadell-Sicherheit verschrieben. Mach eine Sache richtig oder mach sie gar nicht, pflegt er zu sagen. Er denkt, ich hätte überstürzt gehandelt, zu überhastet. Er macht sich Sorgen, dass ich so werde wie Saren. Er hat mir sogar ausgeredet, ein Spectre zu werden, als ich jünger war. Aus denselben Gründen. Sie hätten ein Spectre werden können? Ja, ich war als möglicher Spectre-Kandidat im Gespräch. Ich und etwa 1000 andere turianische Militärrekruten. Ich hätte eine Spezialausbildung machen können, aber mein Vater wollte das nicht. Er verabscheut Spectres. Er hasst den Gedanken, dass jemand unendliche Macht besitzt und niemandem Rechenschaft schuldig ist. Er würde sie nicht mögen, Commander. Nehmen Sie es nicht persönlich. Ich kann seine Besorgnis sogar verstehen. Können Sie das? Aber Saren wird nicht nach unseren Regeln spielen, den Regeln der Zitadell-Sicherheit. Wer Saren festnageln will, der muss auch jemanden losschicken, der nicht durch Politik und Prozeduren behindert wird. Ach du Scheiße. Warte mal kurz. Wer Saren festnageln will, der muss auch jemanden losschicken, der nicht durch Politik und Prozeduren behindert wird. Das stimmt nicht.
Da gibt's einen Grund dafür. Halt die Schnauzen oder auf gut Deutsch gesagt, ich geb dir Garus recht. Warte mal ein bisschen. Weißt du was? Ich kann mich jetzt an die Stelle gar nicht mehr erinnern. Erzähle ich dir irgendwann einmal. Weil ehrlich gesagt, so weit... Kann man auf Pause drücken? Nein. So weit fortgeschritten war ich damals da noch nicht. Weißt du was? Sei's drum, wir probieren das einmal. Nur weil sie die Regeln brechen können, heißt das noch lange nicht, dass sie es auch tun sollten. Ich muss mich nicht auf Sarens Ebene begeben, um ihn aufzuhalten. Und Sie müssen es auch nicht, Garus. Ich verstehe, was Sie meinen, aber Okay. ich werde darüber nachdenken. Danke, Commander. Ja, gern geschehen, Garus. So da, wir haben die ganze Mannschaft durch eigentlich. Wir haben ja eigentlich alles soweit verkauft, oder? Also nein, ich kann ja jetzt ins Inventar, gell, jo. Codex. Ich tue jetzt mal speichern, das ist mal das Wichtigste überhaupt. Tagebuch, Ausrüstung haben wir da. Wollten wir eigentlich in Shepard noch herrichten? Oder die Shepard oder sonstiges, keine Ahnung. Upgrades. Leer. Bestätigen und Ende. Ja, das haben wir ja schon alles soweit hergekriegt. Granatwerfer. Granaten, warte mal kurz. Sturmgewehr, Schrotflinte, Präzisionsgewehr, Granaten, Sturmgewehr. Ich bin nur gerade ein bisschen verwirrt. Panzerung. Nein, ich glaube, wir haben da soweit. Ah ja, genau, stimmt. Jetzt, wo ich gerade auf dem Dings schaue. Auf den... Da, schau her. Karte, Ausrüstung. Jetzt, weil ich gerade unten auf dem Kohlestand schaue. Wir haben ja ziemlich viel verkauft das letzte Mal oder vorletzte Mal. Wie weit sind wir eigentlich? Ja, dauert noch ein bisschen bis Level 34, vorbildlich abtrünnig. Da könnte man einiges machen in Kürze. Wie schaut es jetzt eigentlich da aus? Asari-Diplomatie. Genau. Zitadelle. Da weiter nach... Ne. Zitadelle. Fists OSD. Die Informationen helfen mir. Da müssen wir auch vorbeischauen. Das können wir, wenn du willst. Warte mal kurz. Die Episode hat jetzt 18 Minuten gedauert. Bis jetzt. Mit der Tali müssen wir noch reden. Ich bin ein infantiler irgendwas halt. Was kann ich für Sie tun, Commander? Tarnsystem, brauchen wir nichts. Gute Arbeit. Weitermachen, Adams. Jawohl, Commander. Das ist ein erstaunliches Schiff, Shepard. So einen Antriebskern habe ich noch nie gesehen. Kaum zu glauben, dass er in ein so kleines Schiff passt. Langsam verstehe ich, warum Sie Menschen so erfolgreich sind. Ich hatte keine Ahnung, dass die Schiffe der Allianz so fortschrittlich sind. Spezielles Schiff? Normalerweise nicht. Spionieren Sie rum. Spezielles Schiff. Die Normandy ist ein Prototyp. Neueste Technologie. Noch vor einem Monat habe ich eine selbst gebastelte Kraftstoffleitung in ein schrottreifes Schleppschiff der Flottille eingebaut. Und jetzt bin ich an Bord eines der fortschrittlichsten Schiffe des Zitadellsektors. Ich möchte Ihnen nochmals danken, dass Sie mich an Bord genommen haben. Mit dem Aufenthalt auf einem Schiff wie diesem wird für mich ein Traum wahr. Interesse an Schiffen? Ich wusste ja gar nicht, dass Sie ein solches Interesse an Schiffen haben. Das haben alle Quarianer. Die Migrantenflotte ist der Schlüssel zum Überleben für mein Volk. Schiffe sind unsere wertvollste Ressource. Aber über so ein Schiff verfügen wir nicht. Wir müssen uns mit ausgestoßenen und abgelegter Ausrüstung zufrieden geben. Wir versuchen sie einfach so lange wie möglich zu nutzen. Einige Schiffe unserer Flotte stammen noch aus der Zeit, als wir vor den Geth geflüchtet sind. Das war vor 300 Jahren.
Das ist einfach unglaublich, dass einige Schiffe in ihrer Flotte 300 Jahre alt sind. Sie werden ununterbrochen repariert, modifiziert und neu ausgerüstet. Sie sind nicht gerade hübsch, aber sie machen ihren Job. Meistens jedenfalls. Wir haben versucht, unsere Flottille so unabhängig wie möglich zu gestalten. Wir bauen unsere eigene Nahrung an und fördern und verarbeiten unseren eigenen Kraftstoff. Aber einige Sachen können wir nicht selbst herstellen. Für Arbeiten zur Sicherung der Hüllen benötigen wir Rohstoffe, die wir nicht haben. Daher sind unsere Pilgerreisen auch so wichtig. Das haben wir schon alles durchgehauen, oder? Ich glaube ganz am Anfang. Kommt da jetzt was Neues? Na, das haben wir schon alles durchgehauen. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Gut. Ich hätte gesagt, wir treffen uns. Ja, wir treffen uns nicht, weil die Tür verpackt ist. Toll! Ja, ich werde das Ganze da beenden. Werde schauen, dass ich die Tür wieder aufbringe, dass wir da wieder rauskommen mit den Scheiß. Und danach treffen wir uns auf der Zitadelle. Bis zum nächsten Mal. Baba.